Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Kurzer Disclaimer, ich glaube, die Podcast-Folge wird wieder ein bisschen ein privater Einblick von meinem Leben, sage ich mal. Also, ja, ich habe mich irgendwie dafür entschieden, dass ich von dieser Podcast-Folge auch keine Clips will irgendwie auf Social Media posten, weil es irgendwie, I don't know, also vielleicht könnte ich auch schon, aber irgendwie merke ich, dass ich gerade was ich heute will, irgendwie so euch erzählen, dass ich mich irgendwie unwohl fühle, wenn ich weiss, dass da jetzt Clips draus geschnitten werden und Leute auf TikTok sind, die mich nicht wirklich kennen oder wo, keine Ahnung, ich merke einfach, das ist ein Thema, wo irgendwie, also allgemein die Themen, die ich heute anspreche, sind Themen, wo ich einfach so ein bisschen sensibel bin und ich weiss, so ihr, die den Podcast hört, so, ihr habt euch aktiv dafür entschieden, um die Podcast-Folge zu hören, ihr findet mich hoffentlich irgendwie keine so cool und kennt mich auch schon so ein bisschen und würdet nicht einfach einen Hate-Kommentar schreiben, sagen wir es mal so. Darum, ja, habe ich mich so ein bisschen für das entschieden. Also wenn Clips kommen, dann auf jeden Fall nicht irgendwie mega über das Thema, hoffe ich, ja. Genau, weil ich will nämlich in dieser Podcast-Folge über, ich sag mal, die letzten 5 Tage reden. Es ist extrem viel passiert. Ich habe ja die letzte Podcast-Folge mit dem Can gemacht und ich habe es eigentlich schon so ein bisschen angeteased, aber ich habe nicht gewusst, dass es wirklich so ernst ist. Und wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann wissen es die einen, die mich schon so ein bisschen sonst auf Social Media verfolgen, auch schon. Ich habe auf Instagram gepostet und auf TikTok habe ich jetzt heute auch einen Clip aufgeladen, wo ich kurz erkläre, wieso ich 5 Tage weg war, weil ich habe auch eigentlich kein Content, also keine TikToks postet. Und ja. Oh, es ist so weird, irgendwie über das Thema zu reden und es ist einfach so zu sagen, auch wenn ich es eigentlich schon auf Social Media gesagt habe, aber irgendwie, der Podcast ist immer so ein bisschen mein Baby und da habe ich wirklich das Gefühl, da kann ich komplett mich sein, so komplett und da kann ich auch so meine Emotions zeigen und ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, ich werde so judged. Und irgendwie, weiß auch nicht. Also, ich weiß gar nicht, ich soll anfangen. Ich fange mal so an. Ich hatte am letzten Donnerstag einen mega Stress gehabt. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon erzählt in der Podcast-Folge. Ich hatte am letzten Freitag 3 Abgaben gehabt. Eine haben wir immerhin schon verschieben auf den Montag, der jetzt war. Auf jeden Fall hatte ich 2 fette Abgaben von der Schule gehabt, die ich am Freitag abgeben musste. Du hast übrigens auch noch nach 3 Wochen oder 4 Wochen jetzt. Ich gehe nächste Woche die Woche gehe ich zum Arzt noch. Anyway, ich hatte mega Stress gehabt. Ich musste zum einen mein Video fertig machen, wo ich Italienisch lerne und so. Das war ja so so ein Projekt von der Schule gewesen. Und ich musste das alles noch schneiden und bin noch gefühlt nie gewesen. Ich war so ein bisschen hinten drin gewesen, weil ich wie alle eigentlich hinten drin gewesen bin, weil wegen der All-In-Games bin ich ja hinten drin gewesen und weil einfach sonst noch Kooperationen und Sachen dazwischen gekommen sind. Sehr, sehr stressig. Und ich musste für ein anderes Fach einen Text von 1500 Zeichen schreiben. Was jetzt ein riesen kranker Aufwand ist, aber wenn du halt schon so viel zu tun hast und das noch extra auch noch machen musst. Und das ist übrigens über ein Design gewesen, wo ich musste eine Designanalyse machen. Alter. Ja, anyway, auf jeden Fall, ich habe die 2 wichtigen Abgaben gehabt und ich muss mir vorstellen, ich kann wie nicht einfach in die Schule kommen und sagen, yo, ich habe es nicht gemacht. So, das ist halt eine Abgabe und es ist auch irgendwie so für mich irgendwie so wichtig gewesen, dass wir haben am nächsten Tag alle Videos in der Schule gezeigt und ich habe irgendwie auch für mein Ego nur schon nicht wollen, also wie, es ist ja alles, ich finde ja alles geil, was ich machen kann und nur schon in die Schule kommen und dann kein Video haben und alle zeigen dir das Video, das ist irgendwie auch scheiße. Aber es ist halt der grosse Punkt, ich hatte die 2 Abgaben gehabt und habe wegen dem eigentlich schon gefühlt einen Mental Breakdown gehabt, weil ich halt so gestresst war und das Gefühl hatte, ich schaffe das nicht. So, ich habe nur noch den einen Donnerstagabend, wo ich jetzt voll reinhasseln muss, das ganze Video noch schneiden und den Scheißtext noch machen muss und etc. Ich hätte an dem Abend auch noch 2 Events gehabt, wo ich gleich irgendwie noch jetzt dort gehen und nachher dort so, wo irgendwie auch so, keine Ahnung, so, du kannst schon Events auch absagen, aber es ist irgendwie auch ein bisschen, I don't know, ich finde es auch so ein bisschen
wie disrespectful, wenn du so auf die letzte Drücke noch absagst. Wisst ihr, was ich meine? Weil du so halt noch musst viel machen. Ich weiß auch nicht, weil die laden dich eigentlich extra ein und schauen, also haben nur begrenzt Platz und so. Und keine Ahnung, also eins war zum Beispiel verplant, wo sie extra das Nachtessen gemacht hätten und so. Ja, auf jeden Fall. Ich war schon komplett im Mental Breakdown gewesen. Und dann hat meine Mom mir eine Memo geschickt, wo sie sagt, hey, Lino geht es gar nicht gut und ich soll sofort heimkommen, weil wir müssen ihn einschläfen lassen. Und das war für mich zuerst mal ein kompletter Schock gewesen. Also ich möchte kurz vielleicht ein bisschen Vorgeschichte wissen. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon irgendwie so ein bisschen angeteased erzählt. Aber als ich in Lugano war mit dem Can, hat meine Mama mir geschrieben, hey, Lino geht es nicht so gut. Es könnte sein, also weißt, sie hat so ein bisschen Angst, dass er sterben könnte. Weil, also zum noch ein bisschen mehr rausholen, es ist mir eigentlich immer super gegangen. Und irgendwie von einem Monat hat es mal so ein bisschen angefangen, dass er immer weniger gegessen hat. Und immer, ja, I don't know, so ein bisschen leichter. Sorry. So ein bisschen leichter wurde, er hat das ganze Kilo abgenommen. Und ja, einfach so ein bisschen komisch. Dann, ja, wie soll ich das, ich erzähle gerade mega am Durcheinander, es tut mir mega leid. Aber es haben mega viele gefragt, was genau los war mit dem Lino und wieso dass wir ihn haben einschläfen, weil er ist 6 jetzt geworden. Und es ist natürlich alt irgendwo für einen Hase, aber eigentlich auch jetzt noch nicht, dass er wegen dem Alter stirbt. Also, ich fange mal von ganz vorne an. Weil es ist eigentlich eine mega lange Geschichte und es haben viele geschrieben, dass sie das interessiert. Und darum erzähle ich das jetzt auch. Es hat so angefangen, dass wir 3 Hasen geholt haben. 2 Männchen und ein Weibli. Und dann, also das hat die uns das Häschen gegeben haben, gesagt, dass das 2 Männchen und ein Weibli sind. Und ja, dann ist es so dazu gekommen, dass wir die kastrieren wollten. Und die Tierärztin hat dann fälschlicherweise gesagt, nein, das stimmt nicht, das sagen alles Weibli, die muss man nicht kastrieren. Also haben wir die natürlich obviously nicht kastriert, haben alle draussen gelassen, also damals waren es noch keine Stubenhasen gewesen. Wir haben es einfach draussen im Keg gehabt und auf einmal kommen wir mit über, wie 2 Hasen die ganze Zeit am Rammen sind und wir haben das natürlich auch mega beobachtet und so und haben dann gesehen, der eine Hase, das war damals der Lino, ist komplett runtergekommen. Also wirklich so mega Verletzungen etc. Wir haben dann natürlich ihn sofort reingenommen, haben ihn zu der Tierärztin gebracht etc. Und dann hat sich herausgestellt, hey, das sind 2 Männchen, die da ums Weibli gerammt haben. Genau. Außerdem ist das Weibli noch schwanger geworden. Also es war eine riesige Szene eigentlich gewesen. Und der Lino ist dann eben drin geblieben bei uns. Wir haben halt also logischerweise sie dann kastriert, haben sie dann auch jetzt nicht wieder zu den anderen zurück tun, weil halt die Verletzungen haben müssen heilen. Und ja, dann haben wir eigentlich wie ihn zuerst mal einen Moment lang allein rein gehabt. Haben dann aber gedacht, wir müssen ja schon wieder raus tun, weil Hase kannst du eigentlich nicht alleine halten. Und irgendwie ist er immer mehr zutraulich geworden. Und er war am Anfang bei uns wie so in der Keg drin gewesen. Und irgendwann haben wir ihn mal rausgelassen, damit er natürlich nicht einfach im Keg hockt und in der Stube ein bisschen rumlaufen lassen. Und irgendwann hat sich das so ergeben, dass er eigentlich überall immer rumgelaufen ist und nachher dort in seinem Keg aufs WC gegangen ist und so. Und so hat es eigentlich angefangen, dass der Lino eigentlich unser Stubenhase geworden ist und dass wir ihn drinnen gehalten haben. Wir haben ihn zuerst eine Zeit lang allein drinnen gehalten. Voll. Aber es ist mega lustig. Irgendwie, also, er hat extrem, wie soll ich das sagen, mit uns interagiert. Also er ist wirklich, gerade zu dieser Zeit, wo wir noch nicht den zweiten Hase reingeholt haben, ist er mega zutraulich gewesen. Also zutraulich, hat mega nach Nähe gesucht, ist die ganze Zeit zu uns gehüpft und ist überall am Boden gelegen etc. Also es war mega cute gewesen. Er war wirklich wie ein Hund gewesen, eigentlich so. Und nachher haben wir, das war auch schlimm gewesen, dann haben wir entdeckt, sorry, ich erzähle jetzt gerade voll einfach aus dem Nichts und ich glaube, das merke ich gerade, es tut mir auch verdammt gut, einfach mal die ganze Geschichte so vom Lino zu erzählen, weil das kann ich nie mehr machen, Leute. Es ist nachher einfach irgendwie so Geschichte und irgendwie jetzt ist so die Podcast-Folge, die ich irgendwie so ihm so ein bisschen widmen will. Und ich will irgendwie auch so ein bisschen, dass ihr versteht, dass das für mich nicht einfach ein Hase war, sondern dass
dass er ein Familienmitglied war. Und eben, dass er wirklich, ja, richtig wichtig war für mich. Und ich hatte schon sehr viele Haustiere gehabt. Mir sind alle Haustiere wichtig gewesen, aber es war noch nie so schlimm gewesen, wie die von der Lino jetzt gestorben ist. Ja, auf jeden Fall eben haben wir ihn reingehalten und dann haben wir festgestellt, dass er eine Fehlstellung hat in seinen Zähnen. Und bei Hasen ist es so, dass die eigentlich, also dass theoretisch die Zähne ewig lang wachsen und durch das, dass sie Sachen essen, werden die vorne abgeschliffen. Also die Zähne tun eigentlich an die anderen Zähne reiben, das ist mega hässlich, aber und so werden sie abgeschliffen. Und der Lino hat einen Fehlbiss gehabt, das heisst, die Zähne sind aneinander vorbeigewachsen und haben somit nicht abschreiben und sind abripschen und sind somit ewig gewachsen. Und ja, also er hat obviously dann auch nicht mehr essen. Er hat wirklich gar nicht mehr ins Maul gebracht und das haben wir irgendwann bemerkt. Wir haben am Anfang ihm auch die Zähne immer abgeschliffen und das ist halt hure teuer. Und dann haben wir gesehen, hey, die Backenzähne, die sind noch gesund. Wir können jetzt die Vorderzähne rausnehmen und dann ins Essen einfach immer ein bisschen schneiden. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und dann ist es irgendwann dazu gekommen, dass wir den Hase draussen, das ist eben einer von den Jungen, von den anderen, also quasi sein Neffe, sagt man dem so, dass der genau das gleiche Problem hat mit den Zähnen. Dem haben wir genau das gleiche gemacht, an die vorderen Zähne rausgenommen und ihn dann reingetan zum Lino. Und dann haben wir mega geschaut, dass sie sich anfreunden und es hat super funktioniert. Also die sind mega gute Kollegen nachher geworden. Das ist so herzig, Alter. Und nachher sind die immer so ein bisschen das Zweite gewesen, und das war auch mega herzig gewesen. Also der Lino war wirklich eben jemand gewesen, der hat, sobald man etwas in die Wohnung gestellt hat, der ist schauen, der ist neugierig gewesen. Der ist einem, wenn man auf dem Boden gelegen ist der einem auf den Rücken gehüpft und ist auf die Couch gehüpft und wollte gestreichelt werden und hat Bananen geliebt. Und ja, du hast ja eigentlich, also wir haben immer auch, also wir haben ja ein Haus und haben das Erdgeschoss quasi, wo wir dann die Tür aufmachen zum Garten raus. Und der ist nicht mehr rausgehüpft und der ist nie abgehauen. Der ist immer zu seinem einen Plätzchen gehockt, wo so ein Plätzchen ist, so richtig cute. Ja. Und ich komme jetzt eben nochmal zurück zu dem Grund, wieso dass er gestorben ist. Er hat immer weniger gegessen. Und beim Hase ist es so, die haben keine Muskeln im Magen. Wir haben das schon, wir Menschen. Und es heisst, wenn Hasen eigentlich nichts mehr essen, dann schiebt es auch nichts mehr nach. Also sie müssen eigentlich dauernd essen, damit es halt wieder nachgeschoben wird, damit es hinten rauskommt, weil sie keine Muskeln haben. Und eben, wenn sie nichts essen, dann bleibt es eigentlich im Körper und vergärt dann. Und das heisst, es entsteht Gas. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Lino ist eigentlich nichts gegessen, keinen Appetit mehr gehabt und ist immer mehr eigentlich quasi wirklich aufgeblasen. Also er hat einen richtig blähten Bauch gehabt. Es hat wirklich richtig schlimm ausgesehen. Also meine Mama hat es mir schon, eben, als ich in Lugano geschrieben geschrieben und ich habe mir gedacht, ja, kann ich so ein aufgeblähten Bauch, der stirbt jetzt nicht gerade, jetzt spann dich mal, weißt. Und sie schickt mir das Foto und ich bin gesagt, ich muss heim, weil das Bild, also ich will es jetzt gar nicht euch zeigen, aber es sieht wirklich schlimm aus und richtig ungesund, so wie es unproportional zu seinem ganzen dünnen, kleinen, mageren Körper so aufgebläht war. Es hat richtig schlimm ausgesehen und es hat mir richtig das Herz verrissen. Und ich habe gesagt, ich muss heim. Ich bin dann auch straight von Lugano heimgegangen. Er hat noch meinen Koffer genommen und ist auf Zürich gegangen. Und ich bin heim zu meiner Family. Ja, und dann hat er auf einmal, also wir haben ihn auch noch zwangsernähren, also zwangsfüttern, damit es einfach nachschiebt. Und das hat dann auch irgendwie gut funktioniert. Der hat dann plötzlich wieder gegessen und wir haben uns mega gefreut. Aber es ist gleich, also eigentlich das ganze Darm, es war alles kaputt gewesen. Und es hat nicht mehr funktioniert. Der hat dann immer schiessen eigentlich. Ja, also wo ich gegangen bin, habe ich eigentlich gemeint, das kommt wieder gut. Und dann war eben der eine Donnerstagabend letzte, wo meine Mama mir eben die Memo geschickt hat, hey, es sieht nicht gut aus, du musst heimkommen. Und das war so schlimm für mich, weil ich habe mir immer gesagt, hey, wenn der Lino stirbt, ich lasse alles stehen und liegen. Das ist eigentlich ganz logisch für mich. Und wenn du dann plötzlich in einer Situation bist, wo du einen richtig fetten Druck hast von diesen Abgaben und deine Mami kommt und sagt, hey, wir müssen heute einschlafen lassen. Und du musst quasi jetzt entscheiden, also wie, dass ich dabei bin, ist für mich ganz klar. Aber dass die Option, also wie so quasi die Tierärztin hat heute Abend Zeit.
heisst für mich, hey, ich kann es nicht morgen oder irgendwann sein, ich muss die Abgabe machen und dann habe ich Zeit für alles, dann bin ich erlöst eigentlich. Es ist jetzt einfach genau der eine Abend, wo ich richtig, richtig fetten Stress habe. Ähm, und ja, es ist halt wie, es ist nicht gegangen bis am nächsten Tag. Er hat auch mega müssen leiden und es wäre ja irgendwo auch ein egoistischer Gedanke gewesen von mir. Also ja, es ist schwierig, aber es ist halt irgendwie auch blöd. Es ist eine blöde Situation für mich, aber es wäre noch viel blöder gewesen, wenn er wegen mir jetzt noch mal eine Nacht länger hätte müssen leiden, weil ich jetzt keine Zeit habe, so blöd gesagt. Und dann bin ich heim zu meiner Family gegangen und es war richtig, richtig stressig. Ich habe mich richtig lange also ich habe eigentlich gewusst, ich will ja eh dabei sein, aber ich habe einfach irgendwie gehofft, dass so, nein, das kann jetzt nicht wahr sein, dass es genau heute Abend ist. Das hat mich einfach noch viel mehr gestresst, weil ich schon so fest nur schon einen Mental Breakdown vorgehabt, dass ich schon im Stress war und dann kommt auch noch das dazu. So, ich bin mental gar nicht ready für das. Ich habe einfach schon lange nicht mehr so fest gebrüllt. Also ich bin eben da gewesen und der Can hat mich mega trösten. Kennt ihr das? Ich bin eigentlich so ein Mensch, ich brülle schon viel, aber ich bin so ein leislicher Brüller. Also mir laufen einfach viele Tränen dann runter. Aber dass ich so richtig rausbrülle, eigentlich wie so, wo man es als Kind gemacht hat, so richtig das so. Das habe ich glaube, das habe ich das letzte Mal gehabt, als meine Großmutter gestorben ist, so im 2017. Und das habe ich jetzt erst mal wieder gehabt, dass ich richtig, richtig rausbrülle und mich auch nicht mehr unter Kontrolle habe, weil so fest am Brüllen war. Ich hoffe, das sind jetzt nicht bemitleidend so. Ich will einfach gerade Situationen schildern. Und ja, dann bin ich eben heimgegangen, auch eigentlich die ganze Zug gefahren, mich musste konzentrieren. Ich habe so eine Sonnenbrille angelegt, Alter. Und dann bin ich eben heimgekommen. Ich habe eigentlich nicht mal wirklich Zeit gehabt, wir sind sofort gerade abgefahren. Ich habe irgendwie nicht mal wirklich, das bereue ich irgendwie auch, weil ich habe dann mega gedacht, so Mann, wenn ich jetzt daheim wohnen, hätte ich jetzt noch die restliche Zeit gehabt. Und ich bin jetzt halt wie schon seit dem September in Zürich und habe dann irgendwie die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen gehabt, von hey, ich bin jetzt irgendwie die ganze Zeit nicht da gewesen. Und jetzt komme ich schnell heim und ich habe nicht mal Zeit, um irgendwie noch mit dir so Zeit zu verbringen, sage ich mal, oder einfach schnell Zeit haben, allein mit dir. Sondern jetzt rennen wir gerade zum Tierarzt. Und ja, dann eben sind wir dort angekommen und es war mega, mega emotional gewesen. Also wirklich, meine ganze Familie hat brüllt. Ich habe meinen Dad, ich glaube, einmal erst brüllen gesehen. Und auch mein Bruder hat mega brüllen. Also es ist wirklich, es ist richtig, richtig, richtig traurig und emotional gewesen. Und ja, ich weiß auch nicht, es ist, also am schlimmsten war eigentlich gewesen, wo wir in diesem Raum waren und der Lino ist noch da, er lebt noch und wir sind alle mega am Streicheln, alle mega am Brüllen. Und dann kommt halt die Ärztin und sagt, ja, weißt du, so quasi, ist okay, wenn ich jetzt anfange. Und mich hat es so genommen bei dieser Frage. Mich hat es so fest genommen, weil du halt einfach... Eigentlich ist es logisch, wir sind aus dem Grund da. Aber das ist jetzt die definitive Frage, so, ob das okay ist oder nicht. Und eigentlich ist es nicht okay. So, du willst es ja logischerweise nicht. Und irgendwo hast du immer noch in dir so eine kleine Hoffnung, dass er gleich noch irgendwie die Kurve kratzt und wieder gesund wird, weil du so fest nicht kannst glauben, dass es jetzt einfach so ist. Und auf der anderen Seite weisst eigentlich also so, dass es nicht mehr gut wird und dass es die beste Lösung ist. Und ich kann das, also wirklich, sie hat die Frage gestellt und mich hat so fest genug auf keine Luft mehr gehalten. Ja, und eben dann hat sie ihn eingeschlafen. Der Gashi ist, also der andere Hase, ist auch dabei gewesen. Wir haben ihn, also er hat gerade Zähne abgeschliffen und ist auch da gewesen. Und ich habe es irgendwie mega herzig gefunden, dass er so dabei war, weil ich finde, für einen Hase ist das wie wichtig, dass er auch realisieren kann, hey, mein Freund geht jetzt. Weil, ja, die merken das auch, die trauern mit. Und ja, also es war einfach mega emotional gewesen. Der Can hat es auch mega, mega schlimm gefunden, ihn hat es auch mega mitgenommen. Ich habe den Can, glaube ich, erst 3 Mal brüllen in meinem Leben gesehen und er hat auch mega fest brüllen. Er hat nicht mitkommen, weil ich habe mega schnell heimgehen und er hat noch einen wichtigen Call gehabt. Wegen Barcelona, jetzt, wo er jetzt ist, das erzähle ich nachher dann. Und er hat dann mir geschrieben, oh mein Gott, ich bereue es so, ich will so gerne mitkommen, ich bin so am Brüllen, mega herzig. Und ich habe dann auch vor Ort dann mit ihm gefacetimed und er hat auch mega brüllen. Und
ich weiß auch nicht, das war so emotional gewesen. Und irgendwie, ich glaube, das Ganze kann man irgendwie, also wie ich mich gerade fühle, kann man irgendwie erst nachvollziehen, wenn man den Lino kennt hat. So, als außenstehende Person ist so, ja, ihr Häsli ist gestorben. Passiert hure viel nicht, dass ein Häsli stirbt. Ich hatte auch schon Häsli, die gestorben sind. Und es war natürlich bei allen schlimm gewesen, aber es ist, oh, sorry, die Kamera ist schon abgestellt, ich habe es jetzt wieder eingestellt. Ich weiß schon gar nicht, was ich war, aber ja, keine Ahnung, es war einfach mega emotional gewesen. Und ich bin dann heimgekommen, irgendwie am 11 Uhr. Und ich habe dann auch meine ganzen 2 Projekte machen. Ich habe wirklich eine Freinacht gemacht. Ich bin, glaube ich, vom 5 Uhr bis um 6 Uhr kurz eingeknickt auf der Couch, aber ich habe eine Freinacht gemacht. Und es ist so schlimm gewesen, weil du bist halt emotional ganz an einem anderen Ort. Wirklich, du würdest so gerne einfach trauern und irgendwie all die Bilder anschauen, mit anderen Menschen über das Ganze reden, das irgendwie verarbeiten und du hast eigentlich alles andere als den Kopf jetzt, um irgendwie so einen Scheiß-Text zu schreiben und irgendein Video zu schneiden und du kannst nicht anders, du musst. Und gleichzeitig bist du auch müde und erschöpft, weil einfach, wenn du den ganzen Abend eigentlich einen so harten Stress hast, dann bist du einfach kaputt. Und vor allem, es war halt wirklich schlimm gewesen, weil ich bin ja bei meiner Familie daheim gewesen, ich bin dann nicht mehr auf Zürich. Und ich bin halt unten auf der Couch am mein Zeug machen gewesen. Und normalerweise ist es halt wirklich so, wenn du halt irgendetwas schaffst dort unten und wieder eine Pause brauchst, dann holst du schnell einen Hase und tust ein bisschen kuscheln und ihn streicheln. Und ja, das kannst du auch nicht. Also klar, wir haben den Gashi natürlich noch, aber ich muss dir vorstellen, der Gashi und der Lino sind so ein bisschen unterschiedliche Characters. Der Lino war mega zutraulich, der hat es geliebt, wenn man ihn gehabt hat etc. Und beim Gashi, der hat es nicht so gern, der hält schnell mal ab, der kommt nie zu einem. So. Und der versteckt sich auch sehr gern. Also der ist halt braucht viel weniger, also gar keine Höhe eigentlich so. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so richtig schlimm, weil du halt in dem Moment eigentlich so ein bisschen in ihm dann den Lino suchst und bist umso mehr enttäuscht, wenn du ihn willst knuddeln und der rennt gerade wieder weg. Also es ist wirklich, ich weiß auch nicht. Also ich habe wirklich, der Can ist auch bis am 4 Uhr wach geblieben, weil er auch nicht schlafen konnte und irgendwann noch so ein bisschen für mich da war. Und ich habe wieder angefangen zu schneiden und dann habe ich wieder einen Heulabfall bekommen, habe ihm angerufen, er hat mich beruhigt und dann habe ich weitergeschnitten. Und das war irgendwie etwa 5-mal so gewesen. Und ich habe eine Freinacht gemacht, ich habe bis um 10 Uhr am Morgen gearbeitet, bin nachher straight up in die Schule und habe es irgendwie geschafft. Den Text habe ich geschafft und das Video habe ich praktisch auch geschafft. Also ich habe es nicht komplett fertig geschnitten, aber ich habe es so fertig geschnitten, dass es ein Video ist. Und ich bin unglaublich proud of mich, dass ich das irgendwie geschafft habe. Mental alles. Aber also, das will ich nie mehr in meinem Leben durchmachen. Der Stress, den ich an diesem Abend hatte, das will ich nie mehr leben. Ja, und eben dann am nächsten Tag in der Schule, ich bin müde gewesen, ich bin kaputt gewesen. Ja, es ist zwar mega herzig, Leute fragen dann so, hey, ob alles gut ist, weil die haben ja das auch mitbekommen, aber ich weiß auch nicht, du hast einfach für nichts Kraft gehabt. Oder, ich rede immer von du, ich. Ich habe einfach heim wollen. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe immer noch nicht so wirklich Zeit gehabt, um es so zu verarbeiten. Jetzt werde ich gerade wieder emotional, weil einfach irgendwie, ich bin jetzt so in Zürich und ich realisiere es in so einem Moment gar nicht, weil du bist wieder im Alltag. Also ich merke das erst, wenn ich wieder heimkomme, es ist einfach so leer. Es hüpft so niemand rum. Und das ist echt schwer. Ja. Aber gleich, also ich merke jetzt gerade irgendwie die ganze Zeit, wenn ich so wieder drüber rede, so, es ist gerade, eigentlich, es gibt Momente, wo es gerade wirklich voll easy ist, weil ich habe das schon 1000-mal erzählt, gefühlt, so, und irgendwann schnürt es gleich wieder so in den Hals zusammen, weil es gibt Momente, wo du so hure nicht realisierst und in dem Moment, wo du es dann realisierst, ist es so hure schlimm. Ja, genau, das ist so eigentlich das grosse Update. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht mega gelangweilt, indem ich euch voll gelabert habe vom Lino, aber ich habe es irgendwie gerade selber auch so ein bisschen gebraucht für mich, um das alles irgendwie loswerden und können verarbeiten und irgendwie finde ich den Gedanken auch schön, ihm wie so ein bisschen Podcast-Folge zu widmen.
Ich habe dann eben alles abgegeben, es war alles gut gewesen. Und also ich habe ein mega gutes Feedback bekommen, by the way. Mega cute, das hat mich irgendwie so voll aufgemuntert. Und es war ja richtig schlimm gewesen, weil ich poste das Video übrigens, also das mit dem Italienisch lernen, wo ich in 5 Tagen Italienisch lerne, Experiment, poste ich am Sonntag noch. Und im Video nehme ich euch mit, wenn ich heimgehe, also Heimstress von Lugano, weil es dem Lino nicht gut geht und schon dort sad bin. Und also, als ich das schneiden an dem Abend, Alter, das war so schlimm gewesen. Und am nächsten Tag das auch in der Schule so zeigen, vor der ganzen Klasse, ja. Also es ist irgendwie nicht schlimm, sondern es ist so emotional, es war auch emotional halt gewesen. Ja, weil ich irgendwie, als ich dort so das aufgenommen habe, weißt, so sad gewesen bin, aber gleich nicht 100% jetzt realisiert und dass es jetzt wirklich so nachher dann einfach eine halbe Woche geht, wo er lebt. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt, also ich hatte jetzt gestern Geburtstag gehabt, am 20. Mai, am Pfingstmontag. Und wir haben jetzt eine Beerdigung gemacht. Und das war auch irgendwie mega cute gewesen. Also meine Mom hat das ganze Grab vorbereitet. Wir haben jetzt auch, also, ja, ich sage jetzt das Gleiche, eben, wir haben es in unserem Garten gemacht. Wir schauen natürlich schon, dass jetzt da keine Füchse und so kommen. Wir haben es genug tief und so gemacht und uns informiert, dass das alles funktioniert. Falls jetzt gerade draussen jemand ist und findet, oh mein Gott, es geht gar nicht. Aber ja, wir haben dann meine Mama Blümchen gekauft und Sachen, die man drauf tun kann. Ich habe 5 verschiedene, ich bin eigentlich nicht so spirituell, aber irgendwie in dem Moment hat es mich verdammt gecatcht, so 5 Steine kaufen, die so alle eine verschiedene Bedeutung haben, die so drauf gestanden ist. Also sie sind so eingepackt und auf einem ist so Trauer und auf einem Glück, auf einem Freundschaft, auf einem Freude und so weiter gestanden. Und dann hat wie jeder von der Familie eins können aussuchen und dann ihm aufs Grab legen. Und was auch richtig cute war, mein Dad hat, also eben, ich kenne meinen Dad nicht so emotional. Wisst ihr, was ich meine? Dads sind nicht so, die zeigen, also ich weiß nicht, ich kann es nicht verallgemeinern, aber die können schon emotional sein, aber nicht so traurig, dass sie so Verlust zeigen, so, habe ich das Gefühl. Und er hat einen ganzen, also unerwartet, wir haben nicht gewusst, dass er das gemacht hat, er holt auf einmal so einen Brief für und er hat einfach eine ganze Seite über den Lino geschrieben, so richtig, richtig herzig. Ey Leute, ich lese jetzt euch das einfach schnell vor. Ich habe es abgefüttert und ich wollte es jetzt nicht posten, so auf Instagram in der Story oder so, aber ich finde, irgendwie passt das jetzt gerade zu der Podcast-Folge und es ist mega herzig, weil er so, ja, ich weiß auch nicht, mit Dad so emotional geschrieben hat und ich habe das Gefühl, er kann viel mehr seine Gefühle ausdrücken, wenn er etwas schreibt. Also, oh ja, okay. Abschied von unserem geliebten Hasen Lino. Mit tiefstem Herzen und großem Schmerz nehmen wir Abschied von unserem treuen und einzigartigen Begleiter, unserem lieben Lino. Die Erinnerung an seine luftigen Sprünge, seine sanften Augen und die vielen Momente des Glücks, die er uns geschenkt hat, werden für immer in unseren Herzen bleiben. Lino hat unser Leben mit so viel Freude und Liebe bereichert. Jeden Tag mit ihm war ein Geschenk. Sein neugieriges Wesen und seine sanfte Art haben uns immer wieder zum Lächeln gebracht, selbst in den schwersten Zeiten. Er war mehr als nur ein Haustier. Er war ein Familienmitglied, ein vertrauter Freund und ein hingebungsvoller Beistand. Die Lücke, die er hinterlässt, ist groß, aber die Erinnerung an die schönen gemeinsamen Zeiten werden uns Trost spenden. Ich erinnere mich an die vielen Stunden, die wir damit verbracht haben, ihm beim Spielen zuzusehen, ihn mit Banane zu füttern und ihn mit einem frischen Fellschnitt zu pflegen. Seine Vorliebe für frisch geraffelte Rüebli oder Gurken hat uns immer wieder zum Schmunzeln gebracht, vor allem wenn er uns nach seinem Schmaus mit seiner roten Schnauze betrachtete. Und wer könnte seine gemütliche Ruhepausen in seinem Lieblingsversteck vom Heinz, das ist mein Großvater, vergessen? Also sie haben so einen extra Platz, also mein Großvater hat von seiner Katze so etwas gehabt, wo er immer drin gesessen ist, so ein Körbli. Oder seinen Sonnenplatz neben dem Blütenstrauch. Doch nun ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Es ist schwer, diesen Verlust zu begreifen und zu akzeptieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Lino ein glückliches und erfülltes Leben hatte, umgeben von Menschen, die ihn geliebt und geschätzt haben. Lasst uns heute nicht nur traurig sein über seinen Abschied, sondern auch dankbar für die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften. Lasst uns die schönen Erinnerungen an ihn in unseren Herzen bewahren und uns immer daran erinnern, wie viel Freude er uns gebracht hat. Du wirst immer ein Teil von uns bleiben und deine Erinnerung wird
uns Trost spenden. Wir danken dir, lieber Lino, für all die Liebe, die du uns gegeben hast. Mögest du nun über die endlosen grünen Wiesen des Hasenhimmels hoppeln und immer frisches, saftiges Gras und geraffelte Rüebli finden. Dein Platz in unserem Herzen ist für immer sichert. In Liebe und Dankbarkeit deine Familie. Ja. Ja, keine Ahnung, also es war richtig herzig, als er das dann so irgendwie so vorgelesen hat. Und wir alle so nicht davon gewusst, dass er das geplant hat. Irgendwie. Aber es war auch ja, an meinem Geburtstag ja dann gewesen. Und dann sind wir komplett weiter gestresst. Wir sind dann nachher zu meinem Götti gefahren, haben dann auch gleich irgendwie schön meinen Geburtstag gefeiert. Irgendwie am Anfang bin ich schon so ein bisschen weg gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber ich konnte es nachher gleich mega geniessen. Es war ein mega schöner Geburtstag gewesen. Und ja, ich kann eigentlich noch viel mehr erzählen, merke ich gerade. Ich habe gerade so viel über den Lino geredet. Ich weiss gar nicht, ob ich das Thema mega aufschneiden soll. Ich muss schnell schauen, wie lange die Podcast-Folge schon geht. Eben, wie gesagt, das ist gerade irgendwie sehr einfach eine Podcast-Folge, wo es steht nur Takt. Ich weiss nicht, wie lange es noch schon geht. Aber sonst wird es halt eine längere Podcast-Folge, ist voll okay. Ja, was ich auch mega gemerkt habe, ist echt gerade gut, weil es ist ein Thema, wo ich irgendwie, ja, ich weiss nicht, ob ich mega will, dass Leute das hören, die mich irgendwie privat kennen, weil ich nicht will, dass sie sich angegriffen fühlen oder irgendwie angesprochen fühlen, weil ich rede jetzt über das Thema Freundschaft. Und zwar habe ich glaube in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten auch voll erzählt, dass ich irgendwie so hure am Struggle bin, mit wer ich soll einladen an meinen Geburtstag, weil irgendwie so, ich habe mir jedes Jahr immer so einen mega Druck gemacht von Leuten einladen, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich die Person einlade, dann muss ich die ja auch noch einladen. Und wenn ich die Person einlade, dann muss ich auch noch jemanden einladen, wo sie kennt, damit sie sich nicht einsam fühlt oder niemand kennt und unwohl fühlt, etc. Und wenn ich die Person einlade, muss ich noch das und das. Und dann ladest du auch Leute ein, wo du eigentlich nichts mit ihnen zu tun hast, aber so irgendwie gleich das Gefühl hast, so, die sind auch deine Friends. Oder dann hast du Leute dabei, die irgendwie deine Friends sind und eigentlich nicht mehr so. Oder wo du merkst, die tun eigentlich nicht gut und du willst dich eigentlich ablösen von denen, aber wenn du sie nicht einladest, dann ist so ein Schlag in die Fresse. Es ist irgendwie so schwierig. Und dann kommt dann auch dazu, dass du so, also ich habe wie so Freunde von zum Beispiel von der Sek, ich habe Freunde vom Gimmi, ich habe Freunde von Social Media und ich habe Freunde von meinem Sprachaufenthalt. Und die alle auf einem Haufen ist so meine grösste Angst, dass die sich nicht verstehen oder dass es kein Match ist oder kann ich, dass es nur schon politische Diskussionen über irgendwelche Sachen gibt, ich weiß nicht. Ja, und irgendwie, ich habe jedes Jahr mit meinem Geburtstag immer so einen Stress gehabt und ich habe es eigentlich gehasst. Also nicht gehasst, aber ich habe es immer einfach so einen harten Stress gefunden, um so Geburtstag zu planen. Und so mit 16, 17, 18 habe ich dann immer so eine riesige Party gemacht. So, und ich einfach irgendwo so ein Häuschen gemietet habe und dann einfach alle eingeladen habe. Wirklich auch Leute, die ich knapp den Namen kenne, aber hauptsächlich eine grosse Party und hauptsächlich niemand fühlt sich angegriffen, wenn ich ihn nicht einlade. Ja, und letztes Jahr habe ich es erst mal so ein bisschen in einem engeren Kreis gemacht. Aber ich habe es irgendwie auch schwierig gefunden, weil ich habe so 2, 3 Friends hatte, oder vielleicht nicht mal, so 1, 2 close Menschen und der Can. Und nur mit diesen 3 Menschen ist auch etwas komisch. Und dann hast du gleich irgendwie auch dann auch ja, ich weiß doch auch nicht. Es ist irgendwie, ich habe das letzte Jahr nicht so einen nice Geburtstag gefunden. Weil es war bei mir daheim und ich habe mega den Druck verspürt, von ich muss jetzt schauen, dass es allen gut geht, dass sich alle wohlfühlen, dass niemand eingeschnappt ist, wenn ich mit dieser Person mal, also wenn ich mal mit jemandem mehr chille als mit dem anderen, dass ich mit jedem gleich viel chille und dass sich eben niemand alleine fühlt und dass sich alle verstehen. Und ich habe gemerkt, die Gruppe hat irgendwie nicht so gematcht, ich wollte dann Gruppenspiele spielen und es ist so, wir sind nicht warm geworden. Also so habe ich es irgendwie wahrgenommen und irgendwie, I don't know, ich habe dann irgendwie nach letztem Jahr nicht mehr so viele Erwartungen gehabt, das Jahr. Und ich habe aber, was ein riesiger Schritt für mich war, ich habe das Jahr einfach mal nur meine engsten Leute eingeladen. Und ich habe irgendwie mega Angst gehabt, dass eben, meine grösste Angst ist, dass irgendjemand so das Gefühl hat, dass sich jemand so ein bisschen an den Karren gefahren fühlt von mir, wenn ich ihn oder sie nicht einlade, obwohl ich sie ja gleich gerne habe. Ja, das war so meine grösste Angst gewesen. Und ich habe jetzt wirklich dieses Jahr einfach wie einen Schlussstrich gezogen. Ich habe einfach gesagt, ich lade jetzt einfach die ein, die ich nach meinem Bauchgefühl will dabei haben.
Und ich habe Leute von meinem Studium eingeladen. Ich habe Leute von meinem Sprachaufenthalt eingeladen und vom Gymi. Und ich sage euch, es ist mit Abstand der schönste Geburtstag von meinem Leben im Fall. Das ist dann mega kitschig und übertrieben, aber ich bin wirklich so überwältigt gewesen. Es war so ein cooler Abend gewesen. Und ich habe, glaube ich, auch noch so wenige Erwartungen gehabt wegen dem letzten Jahr. Und also wirklich, wir sind zuerst bei mir daheim in Zürich gewesen, haben so ein bisschen vorgetrunken, haben so ein bisschen Spiele gespielt. Und auch das Spielespielen hat das Jahr so gut geklappt. Es haben so alle mitgemacht. Es hat mega Spass gemacht. Und dann sind wir alle zusammen in den Club gegangen. Shoutout aus als Max, mega herzig. Die haben uns eine Lounge gebucht und haben uns so eine Flasche gegeben, wo so, mit Alkohol drin und noch so ein Feuerwerk. Und mega herzig, der eine, also ihm, was Max gehört, haben wir einfach einen Bueno-Kuchen gebacken. Alter, wie herzig ist das? Wirklich einfach ein richtig, richtig schöner Geburtstag. Und eben haben sich alle so verstanden. Es hat auch voll keine Grüppli gegeben. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass es so ein bisschen Studentengrüppli gibt und das Gymi-Grüppli und bla. Und es war aber einfach ein Match gewesen. Jeder hat mal mit jedem gechillt. Es war so schön gewesen. Ich habe keinen einzigen Druck verspürt. Ich konnte es einfach nur geniessen und ich habe mal mit dem gechillt, wie es gerade gekommen ist, so, und nicht irgendwie so, oh, jetzt muss ich noch mit dieser Person reden und bla. Also es ist wahrscheinlich auch letztes Jahr vor allem ein Druck auch von mir rein gewesen. Ich will überhaupt nicht anderen Menschen die Schuld geben. Also für alle Leute, die jetzt irgendwie so gerade per Zufall hören, die jetzt irgendwie letztes Jahr eingeladen sind und das ja nicht, das liegt überhaupt nicht an euch. So, ich habe das irgendwie einfach so empfunden und irgendwie auch selber mir wahrscheinlich mega einen Druck gemacht. Ja, für mich ist einfach irgendwie so ein Learning gewesen. Einfach, hey, es ist mein Geburtstag, ich kann die Leute einladen, die ich will. Und das Wichtigste ist nachher, dass ich mich wohlfühle und dass ich mir nicht einen Stress machen muss. Und nein, wirklich, es war so schön gewesen. Ich bin nachher so vom Club heimgelaufen und ich bin einfach so emotional gewesen. Und das ist wahrscheinlich gerade, weil ich momentan so emotional, also so nah am Wasser gebaut bin und weil es gerade so eine emotionale Achterbahn ist die letzte Zeit. Aber ich bin irgendwie so emotional gewesen, weil ich so, ich weiß auch nicht. Ich habe immer bei Geburtstag immer so ein bisschen den Stress gehabt. Und es war jetzt das erste Mal, wo ich es einfach geniessen konnte und so richtig, richtig, richtig mich freuen. Und es war so cool gewesen. Ja, genau, das wollte ich auch noch mal erzählen. Und was kommt noch? Die Liste hört nicht auf. Ich habe eigentlich gedacht, das wird so eine schnelle Podcast-Folge und es ist gerade einfach ewig. Sorry, Alter, meine Husten. Aber Leute, dann ist noch dazu gekommen, eben am Montag, wo mein Geburtstag war, so, und wir dann mit meinem Götti gefeiert haben. Eben mit den Kollegen habe ich jetzt, wo wir in den Ausgang sind, habe ich am Samstag gefeiert. Und eben am Montag hatte ich Geburtstag gehabt. Und dann sind wir dann zu meinem Götti gegangen. Und am Morgen, bevor wir zu meinem Götti gegangen sind und bevor Lino seine Beerdigung war, habe ich mich noch vom Can verabschiedet. Das kommt auch noch dazu, auch noch emotional. Weil der Sieg ist jetzt 10 Tage weg. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen darf, aber er ist nicht in der Ferien, sondern er macht bei einer Red Bull Challenge mit, wo man von Barcelona nach Berlin muss kommen. Ohne Geld, sondern nur mit Red Bull tauschen und so. Mit, weiss doch auch nicht, Autostopp etc. Also, ja. Darum schwierig. Also ich kann jetzt auch nicht mehr, ich bin jetzt auch so alleine daheim und habe so nicht mal einen Mental Support. Und jetzt hat heute auch noch, Alter, es kommt alles dazu. Also er ist nur schon mein Geburtstag gegangen. Also ist alles gut, er hat das schon ein halbes Jahr voraus gesagt und hat gesagt, ich kann das unbedingt sagen, wenn es nicht okay ist. Und ich so, doch safe, gang doch. Das ist so eine einmalige Möglichkeit, darum alles easy. Und jetzt hat eben heute ist Dienstag, mein Praktikum angefangen. Weil ich ja von der Schule aus das Praktikum muss machen für einen Monat. Ich bin so zugeteilt worden. Ich konnte zwar sagen, was ich gerne mache, was ich gut kann. Und sie haben mich dann quasi eingeteilt. Und jetzt arbeite ich für einen Monat bei einer Agentur. Zwar ohne irgendeinen Cent verdienen, aber es ist halt es gehört halt wie zu meiner Ausbildung. Von dem her, naja. Ja, und heute war mein erster Tag gewesen, und es war echt super gewesen. Also ich hatte mega Angst irgendwie. Und gerade auch, weil ich so alleine aufwache und jetzt nicht her und heimkomme und zu wissen, ich kann dir das niemandem erzählen und weil ich dann wirklich am Handy sind und so. Aber es ist mega gut gelaufen, also wirklich, es sind alles mega coole Leute, es ist mega entspannt, es ist mega, weißt du, nicht so gestochen, sondern so wirklich, alle sind mega entspannt drin und du kannst halt voll gechillt miteinander umgehen so, und das finde ich mega geil. Genau. Und ich muss sagen, ich habe jetzt heute nicht so viel zu tun gehabt. Es fühlt sich auch allgemein an, als ob ich jetzt in den nächsten Monaten, wo ich dort arbeite, nicht den mega strengen Dings habe, mega viel zu tun. Was ich eigentlich auch lustig finde, weil ich das gar nicht kenne.
einfach mal irgendwo hocken und nicht so viel zu tun haben. So. Also es ist ja nicht das Gefühl von langweilig, sondern es ist einfach mal das Gefühl von runterfahren. Weil, wenn ich so im Alltag bin, zum Beispiel jetzt im Studium, dann bin ich ja die ganze Zeit entweder am Input, weil du am Zuhören bist, oder du bist wirklich etwas aktiv am Machen. Also da gibt es ja nicht wirklich Momente, wo du einfach chillst oder mal mit jemandem ein Gespräch führst, außer so über den Mittag. Aber dort esse ich eigentlich und ja, manchmal tue ich halt wirklich dann über den Mittag mein Social Media Zeug machen und komme dann heim und mache auch mein Social Media Zeug. Und jetzt mal einfach irgendwo arbeiten und, also gut, eben, das war jetzt der erste Auftrag gewesen, und verhältnismäßig für das, was ich sonst mache, viel weniger zu tun habe und auch mal eben einen Moment habe, wo ich einfach mal nichts zu tun habe und einfach mal chillen. Und das ist so weird, aber auch so schön, weil ich merke, so, mein Körper kann jetzt so endlich mal so ein bisschen runterfahren. Und es ist so wie, ich muss zwar noch mega viel machen, eben so wie Podcast-Folge aufnehmen und so, aber das kannst du in dem Moment ja gar nicht machen. Und dann hockst du einfach dort und starrst in eine Ecke und es fühlt sich nicht langweilig an, sondern es ist einfach irgendwie schön. Es ist nicht so traurig. Aber ja, irgendwie bin ich mega gespannt auf jetzt die nächsten 4 Wochen. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, klingt mega spannend. Also ich kann halt wie so hinter die ganze Kulisse schauen, auch so ein bisschen. Die Agentur, wo ich bin, ist auch so ein bisschen zum Beispiel für das Frauenfeld zuständig. Und es ist jetzt mega spannend, so mal hinter die ganze Kulisse zu schauen, wie sie das Ganze machen. Und sie sind so für das Social-mäßige zuständig, also für den Frauenfeld-Kanal und einfach für die ganze Werbungssache und so. Und es ist mega spannend. Ja, darum ist es richtig cool, mal hinter das zu schauen können und auch können mitbestimmen. Also zum Beispiel heute habe ich auch so ein bisschen, also ist jetzt zwar nicht für so Open Frauenfeld gewesen, sondern für Offenmaltine, habe ich wie so ein bisschen brainstormen und Ideen sammeln für eine Kampagne. Ja, sagt euch jetzt wahrscheinlich alles gar nicht, was ich da machen muss, aber ist ja gleich. Es ist einfach mal spannend, hinter der Kulisse auch so ein bisschen zu schauen. Und ja. Aber ich behalte euch nächste Woche dann, also ich sage euch ein Update, wie die erste Woche war. Ja, das war alles gewesen. Ich habe jetzt ultra lang erzählt. Ich glaube, ich habe noch nie alleine eine Podcast-Folge gemacht und so lange geredet. Aber ich hoffe, euch hat es gleich irgendwie gefallen. Ich hoffe, es war nicht mega langweilig gewesen. Und sonst habe ich die Podcast-Folge einfach für mich gemacht als Erinnerung. Aber ja, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Danke viel fürs Zuhören. Ich schätze das mega, mega fest. Falls ihr jetzt noch dranbleiben sind, dann schickt einfach ein rotes Herz in die Kommentare. Dann weiss ich so, okay, es haben gleich noch ein paar Menschen bis zum Schluss zugeschaut. Und das freut mich dann. Ja, und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss!